Was war das? Klang so, als wäre es aus dem Museumszimmer gekommen. Wo ist das Museumszimmer? Ich soll vielleicht einmal zwischenspeichern, ha? Kommt ihr schon? Pass auf, dann schauen wir mal in das Museumszimmer. Das ist ja da drinnen, gell? So, da brennt Licht. Das Ding da ist weg, gell? Ich muss ihm helfen. Aber der Knoten ist zu fest und ich kann ihn nicht mit bloßen Händen lösen. Ich brauche ein Hilfsmittel. Es ist Sinkus. Und der ist gefesselt. Warum? Der hat sich wahrscheinlich im Rausch selber gefesselt. Wie mal ein Messer. Pass auf. Was ist passiert? Was passiert ist? Das sieht man doch, ich blute. Jemand hat mich gefesselt und dann unter den Tisch gestoßen. Ich glaube, dass er ja selber unter den Tisch gefallen ist. Wer? Wenn ich das wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Grundgütiger, ich brauche einen Drink. Sie haben nicht zufällig noch etwas von dem Scotch übrig, Inspektor? Nein, aber ich werde versuchen, etwas mehr davon aufzutreiben. Gut, ich warte hier. Jetzt braucht er schon wieder einen Schnaps, ja, Alter. Kein Wunder, dass er am Boden liegt und gefesselt ist. Und woher kriege ich einen Schnaps? Aus dem Ding, oder? Muss ich wieder oben in den Speisesaal. Ja, der Hinkus ist Alkoholiker und fantasiert gern. Der wird da schon wieder weg, kurz die Fünferl. Und der Herr Inspektor ist also langsam. Tun Sie da. Wo ist der Mann, der hier zusammengebrochen ist? Er ist in einem der Zimmer des Ehepaares Moses. Gut. Danke. Was sie da macht, glaube ich, interessiert mich gar nicht. Die erzählt uns bloß wieder einen Scheißdreck. Weil die ja ziemlich vertrottelt ist. So, und da erinnert ist keine Party mehr, oder wie? Ist ja in der Vergangenheit mit feiern. So, pass auf, ich brauche Schnaps, ich seh keinen mehr. Da war nur die eine Flasche Scotch. Aber ich erinnere mich noch an Inspektor Scoots lebhafte Ausführungen über die riesigen Vorräte an alkoholischen Getränken. Vielleicht sollte ich mich mal im Weinkeller umsehen. Ein guter Ratschlag, im Weinkeller. Vielleicht lagert da neben Wein der Whisky. Muss ich erstmal wieder hochkommen. Pass auf, da gehen wir am besten. Wo gehen wir denn am besten um? Da oben. Oder? Na, Moment. Doch, wir könnten da rein. Wir kommen da rein in den Keller. So, da sind die Weinfässer. Flaschen habe ich auf der anderen Seite gesehen. Die da. Wein. Wein. Hey, da ist was, oder? Jawohl. Scotch. Ja gut, das war's schon. Gehen wir wieder auf. Okay, außer geht's da.
Und dann müssen wir wieder in Zimmer Nummer 10. Da müssen wir da hinten noch mehr. Mal schauen, was uns erzählen kann. Wahrscheinlich erzählt uns noch mehr Schmarrn. Nur einen Schluck, Inspektor. Das ist alles, was ich brauche. Hier, aber trinken Sie nicht zu viel. Danke, dass Sie mich gerettet haben, Inspektor. Henkus, kennen Sie zufällig einen kleinen, kahlköpfigen Mann, der nur einen Arm hat? Warum interessieren Sie sich für meine Freunde? Ich weiß, dass Sie Ihren Freunden ein Telegramm geschickt haben. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in eine Lawine geraten sind. Der eben beschriebene Mann ist hier aufgetaucht und hat dann sofort das Bewusstsein verloren. Ich habe keine Freunde, die auf Ihre Beschreibung passen. Tut mir leid, Inspektor. Da sind Sie auf dem falschen Dampfer. Was? Das liegt da noch. Wer hat Sie gefesselt? Wer soll ich das wissen? Ich habe gerade ein Nickerchen gemacht. Er hat seinen Rausch ausgeschluffen. Sind Sie denn nicht aufgewacht, als Sie überfallen wurden? Ich wurde von hinten gepackt. Und leider habe ich hinten keine Augen. Warum nicht? Hat doch jeder. Kommen Sie, Henkus. Hören Sie endlich auf zu lügen. Verdammt nochmal. Ich will nicht darüber reden. Verstehen Sie das denn nicht? Also gut. Ich habe gesehen, wer es war. Aber wenn ich erzählen würde, was ich gesehen habe... Nein, nicht einmal Ihnen werde ich etwas sagen. Sie würden vor Angst an Ort und Stelle sterben. Hören Sie, Henkus. Der Angreifer... Sie haben ihn heute doch bestimmt schon zu einem früheren Zeitpunkt gesehen, oder? Nein, und mehr sage ich nicht. Ich kann nicht darüber reden, nein. Wann ist das passiert? Mist. Wie es scheint, habe ich meine Uhr kaputt gemacht. Ich glaube gegen 9 Uhr. Es war 20 vor 9, als ich das letzte Mal auf die Uhr geschaut habe. Gut. Ich denke, Sie können jetzt zurück in Ihr Zimmer gehen. Inspektor, ich glaube, Sie sollten mich besser in meinem Zimmer einschließen. Haben Sie in Ihrem Zimmer Angst? Ja, hören Sie, schauen Sie in meinem Zimmer vorbei, ja? Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, oder könnten Sie vielleicht mitkommen? Ich werde auch bestimmt keinen Ärger machen, das schwöre ich. In Ordnung. Er schwört, dass er keinen Ärger macht. Den braucht er nicht machen. Denn wir haben die Knarre. Und er möchte, dass man in sein Zimmer einsperren. Wahrscheinlich möchte er einen kalten Entzug machen. Sein Zimmer, das war auf der Seite herum. So, er spaziert ein, oder wie? Ja, genau. Gut, und wir sperren den Typen ein, oder? Zimmer Nummer 6. Er hat gesagt, abschließen. Machen wir mal. Gut. Und jetzt sollten wir mal uns den einen Typen zur Brust nehmen. Der einarmige Typ. Und da hat er geheißen, der liegt in einem der Zimmer bei dem Moses. Das heißt dann irgendwo da hinten. Da drin. Halt, Moment. Die Abstellkammer. Vielleicht da hinten. Hey, da ist Lel. Vielleicht sollte man mit da nicht schauen. Hey, da ist er her. Da ist nix, schauen wir mal dahinter. Und? Wie geht es ihm? Er ist sehr geschwächt und liegt regungslos da wie ein nasser Sack. Wie geht es Ihnen? Waren Sie allein? Ist jemand zurückgeblieben? Zum Beispiel im Auto? Wie geht es Ihnen? Ja, ich glaube, da können wir nicht weiter, oder? Reden wir später.
Simonette. Was möchte das? Simonette? Was haben Sie gesagt? Ein Unfall. Geben Sie Simonette Bescheid. Wo ist Simon Simonette? Er ist hier im Hotel. Wir holen ihn. Wir müssen Simonette holen. Gehen wir zusammen. Lel können wir so lange hier lassen. Lel, komm her. Sitz. Und pass hier gut auf. Braver Hund. Simonette, öffnen Sie die Tür. Simonette, öffnen Sie die Tür. Inspektor, wir sollten reingehen. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Was sollte denn passieren? Oh, Das ist ja furchtbar, Peter. Das können Sie laut sagen. Bitte behalten Sie die Schlüssel. Ich muss die Gäste befragen. Alles klar, Peter. Bleiben Sie in der Nähe. Gut, ich gehe in die Eingangshalle und bleibe dort. und wir haben einen Eindruck gekriegt. Und Simon liegt am Boden. Und ich glaube, der ist nicht mehr ganz so frisch. Alec kann nicht der Mörder sein. Er war bei mir. Scheinbar ist Simon nicht tot. Wer hat ihn umgebracht? Ich muss mich umsehen. Was umsehen? Warum? Was ist denn? Was ist mit dem Koffer? Hey, schau dir das an. Ein Bomben oder wie? Was das? Ach so, es war gerade der Koffer wichtig. Und wir sollen die anderen Gäste befragen. Dann fragen wir mal. Fangen wir mal bei der Bruno, die wohnt da herum. Gott, wer stört? Der Inspektor stört. Brun, machen Sie auf. Sind Sie verrückt geworden? Es ist 3 Uhr morgens. Ich meine es ernst. Öffnen Sie die Tür. Ist ja gut. Wo liegt das Problem? Ihr Onkel ist krank. Wirklich? Ist das was Schlimmes? Moment, ich komme. Was hat denn mein Onkelchen? Oh, da wird die Gaudi erinnert. Nehmen Sie Platz. Ich sitze doch schon. Moment, was? Steht es so schlimm um ihn? Um ehrlich zu sein, eigentlich geht es um etwas anderes. Aber Sie haben doch gesagt, dass... Was ist mit meinem Onkel passiert? Wann haben Sie Simonette das letzte Mal gesehen? Was ist mit meinem Onkel? Also gut. Wann haben Sie Simonette das letzte Mal gesehen? Was ist mit ihm? Sind Sie etwa eifersüchtig auf den Kerl? Er wurde ermordet. Deswegen muss ich Sie für den Moment auch als Verdächtige in Erwägung ziehen. Ermordet? Und Sie verdächtigen wen? Und ja, Sie waren die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat. Woher wollen Sie das so genau wissen, Herr Inspektor? Verschwinden Sie aus meinem Zimmer. Was? Die wirft mir einfach raus. Gott, wer stört? Vielleicht sollte man das nochmal anders machen. Brun, machen Sie auf. Sind Sie verrückt? Ich meine es ernst. Öffnen Sie die Tür. Ist ja gut. Wo liegt das Problem? Ihr Onkel ist... Lassen Sie Ja, mich das in überspringen wir Ruhe. mal. Haben wir ja gerade gehört. Was? Geht gar nicht mehr. Scheiße. Gut, schauen wir mal da rein. Da ist ja der Typ Bahnstock drin.